Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diamonds Are Forever. Es hat relativ lang gedauert, bis jetzt wieder mal eine gekommen ist. Ihr wisst ja, der Mr. J hat nicht mehr so Freude an Black Ops 2. Er hat eine diamantige Shotgun. Ich habe mittlerweile ein bisschen mehr. Aber halt eben wegen der Prüfung nicht wirklich Zeit gehabt, um etwas zu spielen oder so. Und zudem nach dem gestrigen Gameplay-Commentary von der Crown Crew, sprich von Chris, habe ich gerade nicht gewusst, ob ich überhaupt einen Sniper aufladen soll. Aber heute nehmen wir mal die SVU-AS, ich werde es jetzt einfach SVU nennen, unter die Lupe. Es ist das erste Sniper, das man bekommt, wenn man so will. Es ist ein halbautomatisch, dafür ist es aber auch das Schwächste, wenn man so will. Ja. Also einen One-Shot-Kill bekommt man eigentlich nur, wenn man einen Headshot macht. Alles andere braucht 2 Schüsse, egal ob Brustkorb oder Knie oder ein bisschen Zehen. Spielt absolut keine Rolle. Interessant ist noch, wenn man einen Schalldämpfer dran hat, dann braucht es 2 Schüsse für einen Headshot. Aber gleich 2 Schüsse sonst, egal wo. Und das, ja, haben sie einfach, der Headshot-Multiplikator steht nicht so hoch. Es kommt mit relativ viel Schüssen. Also man hat, wenn man es normal hat, dann hat man 12 im Magazin und 48 Schüsse gesamthaft. Wenn man es mit Extended Max spielt, dann hat man 16 Magazin und gesamthaft 64 Schüsse. Also da hat man einiges zum Verballern. Ja, das war jetzt so ein bisschen das Objektive gewesen. Subjektiv muss ich sagen, ich habe das Snipergewehr nicht so gerne, weil man es wirklich spammen. Ja, Close Quarter einfach mal aufheben, 2 Schüsse und der andere liegt ab. Da muss man mit anderen Sniper oder ja, mit allen anderen Snipern muss man da einiges präziser sein, weil sonst hat man ein Problem. Der erste Clip wird sein auf Meltdown, das ist nicht so, ja, das ist einfach ein kleiner Clip. Ich musste extra Core spielen, damit ich auch noch Core etwas haben will. Und jetzt kommt das Grosse, ich bin gestern angefragt worden von einem Abonnent, wie machst du dort One-Shot-Kills? Ganz einfach, Hardcore spielen. Ich weiss, es ist, ja, nicht jedermanns Sache. Es ist einfach, wenn ihr die in Gold habt, wenn ihr die Sniper in Diamant habt, ja, dann würde ich euch doch empfehlen, Hardcore spielen. Es ist auch nicht mein Game-Type, aber es hat, ich glaube, 2 Clips, die jetzt dann noch kommen im Hintergrund. Also man kommt schon ganz gut davon auch zum Teil. Man ist halt schon ein bisschen benachteiligt, aber ein weiterer Vorteil, man kann es im Hardcore auch mit Schalldämpfer spielen und die Gegner sehen uns oder euch nicht auf dem Radar und es gibt gleich noch One-Shot-Kill. Von dem her ist, ja, würde ich sagen, ist das ganz sympathisch. Sonst, wie gesagt, ich habe sie eigentlich sonst nie Core gespielt. Man kann es, nachdem dass man da die 250 sind, glaube ich, One-Shot-Kills gemacht hat, da die letzten paar Spezialaufgaben, wenn man so will, die kann man locker auf Core spielen. Weil da kommt es eigentlich nicht darauf an, wie viel Schuss der andere muss schlucken, damit er abbleibt. Und ja, das wäre es eigentlich mal gewesen, soweit von der SVU. Wie gesagt, ich bin nicht ein grosser Fan von der, aber ich muss sagen, ich finde sie eigentlich mit dieser Diamanttarnung sieht sie schon noch geil aus. Wenn ich Diamantsniper sehe, dann sehe ich eigentlich DSR und Ballista. Die SVU habe ich wirklich noch nie gesehen mit Diamanttarnung getroffen von jemand anderem oder bei jemand anderem. Und das ist auch ein grosser Teil von dieser Folge oder von dieser Episode, wenn man eher will, damit ihr einerseits eventuell, wenn es geht, Tipps bekommt, zum Beispiel jetzt mit dem Hardcore oder so kleine Sachen wie mit Schalldämpfer braucht, egal wo, 2 Schüsse, auch im Headshot. Und das andere, wahrscheinlich eher sogar der grössere Teil, ist einfach, damit ihr mal die Waffen sehen, wie sie auch mit der Diamanttarnung aussehen. Ich habe jetzt auch die Werfer in Diamant. Die RPG sieht riesig böse aus mit dieser Tarnung. Und ich glaube, das ist eine Waffe, die man nicht so viel sieht. Genau mit der Diamanttarnung. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Darum wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Schönen. I'm just on my worst shit and you ain't seen the best of it. Been collecting my team. Let me go and say a few. Fergie, Liam, Nick, and Sean. Random ones I had to choose. Racing to the money, but I ain't on a timer. Everything I say is laid back, no recliner. If you're the definition, then I am the definer. I swear I'm gonna kill it. That right there is a reminder.
Yeah, no, I'm doing everything. I would do it all again. Fuck what all the haters say. I'm no mannered and disciplined, and I don't really care for whatever you're talking about. I'm on this shit forever, and I never wanna talk it out. No, I'm doing everything. I would do it all again. Fuck what all the haters say. I'm no mannered and disciplined, and I don't really care for whatever you're talking about. I'm on this shit forever, and I never